So. Langsam 2 Minuten noch, dann fahren wir weiter, hat er gesagt. So. Ja, servus, grüß euch, habe die Ehre. Jetzt ziehen wir durch bis auf Deckendorf. Abfahrt war jetzt gerade in Weiden. Und jetzt geht's dahin. Also.
dem Verlauf von A93 noch 66 Kilometer folgen. Ja, Mahlzeit und was geht bei euch? Bei mir noch eine lange Fahrt. Oh, was ist das? Spanisch? Alle nicht. Digga, Mainzen! Alles klar bei dir soweit, ja? Wie man sieht, sitzt sie noch immer im LKW. Leider Gottes. Na, mein nächtliches Sterben, oh du meine Fresse, ja. War irgendwie, ja. War nicht so gut. Ich hab da ein Bild beieinander, aber irgendwie mit dem Event haut das so gar nicht hin. Naja, learning by doing, oder? Zum Schluss aus geht's ja dann. Ja, da was vernünftig sozusagen. Aber danke fürs Anschauen. Ja, das Set, was ich da gehabt habe, ist eigentlich nicht schlecht. Nur, ich habe einfach dermaßen scheiße Zielwasser, dass das, naja, ein bisschen schwierig ist für mich. Der Ratter der Zong ist mir da. Ja, das mit dem Scope, ich habe auch eins, das geht auch tatsächlich mit der Sniper.
Das ist auch ein One-Shot-Bild, funktioniert genauso wie das vom Quer. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich treffe tatsächlich auch mehr und kriege nicht auf die Fresse, weil ich weiter weg stehe. Also von dem her, ich sehe teilweise die Ads nicht, auch wenn es, weiß ich nicht, 5 Meter vor mir stehen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Knick in der Optik, keine Ahnung. Aber es ist ja auch extrem früh, also um 1 in der Früh, boah, gerade aufgestanden, was der wie es ist, da siehst du noch nicht gescheit aus und am Schluss lässt dann schon wieder Konzentration nach. Also von vorn bis hinten wäre ein bisschen schwierig, aber so ist es ja so. Only English or German, please. I don't understand Spain, Turkey, Russia, etc. Naja, das mit der Scorpio, was ich da dabei habe, die ist eigentlich ja, besser wie nichts. Also ich mache da, wenn es jetzt nicht unbedingt schon für Schaden ausgelegt ist, trotzdem Schaden. Vor allem sie stoppt die Gegner, wenn es da hinballerst. Ne? Und meistens trifft es ja 1, 2 Mal und dann kennt man es ganz nah und dann eben Scorpio raus und dann Rutsch. Aber funktioniert auch nicht immer. Das ist einfach nur so, wie soll ich sagen, Notfalllösung. Ja? Was vielleicht recht ideal zum Spielen war, mit einem Hunter-Set. Ja, im Prinzip nur mit einem Hunter. Man müsste halt dann wahrscheinlich, sage ich mal, ja, mit der Pistole spielen. Oder direkt mit der Pumpgun. Weil übersehen kannst du nicht, du stehst halt immer brutal nah am Geschehen, wo es dann schon wieder ein bisschen schwierig macht, die Gange. Und ob du da mit Schaden so weit drauf kommst, dass das One-Shot-Bild wird, geht wahrscheinlich schon, aber verdammt schwierig zum Spielen, glaube ich mal. Ja, der Regulus kannst du mitnehmen, habe ich auch schon probiert, aber da brauchst du ja auch wieder Zielwasser, weil du musst ja fast am Kopf treffen, ja? Weil woanders macht jetzt der nicht wirklich Schaden. Kannst du aber probieren, schaust du mal auf was du kommst. Das Regulus-Set, was so gängig ist, was es gibt, ist nicht schlecht, aber wie gesagt, du musst nicht immer einen Kopf treffen. Und das ist halt bei mir, ja, doch ein bisschen schwierig. So, wenn du jetzt irgendwo in der Schießbahn stehst oder was weiß ich, normale Stützpunkte, kann es vielleicht sogar funktionieren. Oder weil wegen im Summit, ja, wo es viele halt dann sagen, spielen sie im Summit mit der Regulus und dem Bild. Und stellen da, oh wie toll das ist. Da kommen die Ads immer gleich, also kannst du das merken, wo es daher rumpeln und dann ist das natürlich, wenn du das oft gemacht hast, auch relativ einfach tatsächlich. Aber wenn du irgendwas hernimmst, du musst immer gleich kommen, dann weißt du, was du hinstellen musst und fertig. Was jetzt in der Open World dann ein bisschen schwieriger, weil dann kommen sie wieder von hinten daher oder von der Seite und ach, ja Mann. Okay, so weit bin ich nicht dran. Du hast dann wahrscheinlich ein gescheites Bollwerkschild zu nehmen. Heute von Haus aus ein bisschen mehr. Aber war mal ein Plan, glaube ich. Und dich auch mal probieren.
So, dann fahren wir mal 2 Stunden zurück oder so. Meine Herren. Ich werde jetzt einfach am Bildschirm sitzen, ein bisschen zocken, aber als wir da drin sitzen und nicht vom Fenster rausschauen. Ja, mach das, Mikro. Schau noch mal vorbei. Wo ist einkaufen? Das ist auch nicht schön mit meins. Ja, ich werde ungefähr, wie sagt das nicht? 1 Stunde 30 Minuten bin ich jetzt online, dann bin ich theoretisch daheim, wenn nichts passiert im Weg. So, jetzt haben wir Schwarzenfeld, Neuburg. Nächste Abfahrt wird das Schwandorf sein. Und da nähern wir uns mit langsamen Schritten am. Ja, oh nein, bis denn. Mit langsamen Schritten Richtung Regensburg. Nee, noch ein bisschen. Für die, die bei YouTube zuschauen, ich habe das gleiche auf Twitch laufen. Es ist nämlich ein Multistream tatsächlich. Mit der einen oder anderen, der was noch nicht gewusst hat, auf Twitch bin ich auch vertreten. Wenn das Ort vielleicht lieber ist, dann da mal reinschauen. Ja, nur mal so ein Vorschlag. Ich probiere da jetzt erst einmal aus, ob beide Kanäle laufen, aber es scheint mir doch zu funktionieren. Nicht schlecht. Ja, gestern, das war jetzt wieder Pech und Pannen irgendwie, oder heute in der Nacht, muss ich so sagen. Aber naja, learning by doing heißt. Heute Vormittag, beziehungsweise in der Mitte ungefähr, ist mein Akku ausgegangen und hat sich mal meine Kamera wieder abkühlen müssen. Und darum habe ich jetzt erst später wieder eingeschaltet. Mal Pause, wenn ich mal jemanden abkenne. Das ist dann auch weniger lustig zum Zuschauen. So rührt sich wenigstens ein bisschen was, dann passt das auch wieder. Mir ist halt aber so furchtbar fahren auf der Autobahn, weil es die ganze Zeit rund und runter hingeht.
oder so schlupft man wenigstens das Gesicht nicht ein. Naja, gut, fast nicht. So, wie weit haben wir noch auf Ringspur? 36 Kilometer, oh mein Gott. Das kann dann nur noch ein wenig dauern. Schon vorbei. Ist doch alles. Das war geschossen.
Ja, was soll ich euch verzeihen? Ne? Fragt's mir einfach was. Auf Deutsch, wenn es geht. So schaue ich einfach durch vom Fenster raus und schaue extrem blöd. Weil es dann doch irgendwie ein bisschen fad ist. Zieht sich halt ein bisschen. Er geht einfach nicht schneller wie 85 geht. Es war ungefähr so, dass wir mit dem Hofer auf Berlin fahren. Da schläft das Gesicht da ein. Weil das gefährlich ist. Dass du so stur hinfährst und dann mittendrin, dann übersiehst du eher was, als wenn du wieder ein wenig bremsen musst und was weiß ich was. Da möchtest du nicht glauben. Aber je steiler das ist, umso eher übersiehst du dann auf der Seite. Weil da einfach der Tunnelblick dann kommt irgendwann. Und Zeitung lesen nebenbei ist auch nicht schlecht. Baustelle. Hervorragend. So, 328 Kilometer habe ich heute schon runtergeradelt. 106 habe ich noch. Respekt. Und das jeden Tag, da kommt nichts zusammen. Jetzt haben sie es schon wieder zugehört. War letzten Montag direkt was weiß ich, ein ganz schöner Krater drin, weil sie es rausgefräst haben. Haben schon die erste Schicht wieder eingepflastert. Kann da direkt einmal was werden, schaut gut aus. So, Mittag 1 in Deutschland. Was gibt's? Schweiners und Mädel oder ein Döner. Boah, weil nur Döner macht schöner. Mag ich persönlich auch ganz gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei mir glaube ich, wird alles gegessen, was nicht bei 5 am Baum ist. Solange es nicht nur zuckt, mag ich es. Das stellt auch ein Problem dar.
Und die Baustelle, glaube ich, hört gar nicht mehr auf, oder? Könnte man das ein. Wahnsinn. So lang. Und wenn es jetzt reißt, dann verreißt, dann hängst du schon drüber. Weiter vorne auf deiner Route befindet sich eine Baustelle. Aha. Susi, du bist so gescheit. Ich fahre schon eine halbe Stunde durch eine Baustelle. Ah, es lichtet sich. So schaut's aus.
Was? Hast du das Geschäft eh nebendran oder was? Für Haus der Haus ins Geschäft eingefallen. Ja, passt. Ich brauche doch noch eine Zeit. Ja, so schnell geht's nicht, das war cool. Das lasst man auch noch von mir da. Ja. Wenn man es machen kann, ist es bestimmt gescheit, ja. So, Regensburg. Nord. Oh mein. Das dauert wieder. Durch Unfälle kommt es auf der A93 zwischen den Ausfahrten 40 und 44 zu einer Verzögerung. Ja, Du kannst sie vermeiden und 3 Minuten schneller sein. Wenn du die aktuelle Route beibehalten willst, tippst du auf Nein, danke. ja, 3 Minuten, oder? Drei Minuten, wie kannst du da jetzt? Die Susi wieder. Unglaublich. Na, Isa. Ja, das war cool, ja. Mit meiner persönlichen Susi hätte ich das sogar vielleicht hingekriegt. Aber die ist ja wieder mal geschützt, die Stimme. Aber war bestimmt zum Bewerkstelligen. Ah ja, genau. Ui. Unfälle in einem 1 Kilometer führen zu einer Verzögerung von 9 Minuten. Hä? 9 Minuten. Ja, Arschlecken, oder? Nach 100 Metern links Richtung Frankenstraße abbiegen. Freilich, Richtung Frankenstraße. Abbiegen wir da gleich ab. Richtung Frankenstraße abbiegen. Wo ist links? Ja. Ah.
I don't will in den Stau rein. Okay, Susi? Mal schauen, ob die Susi halt fit ist oder ob es wieder recht am Blödsinn lauert. Wo ist denn? Susi? Ah, da ist. Servus Susi, wie geht's dir denn? Servus Ron, mir geht's super, danke der Nachfrage. Wie schaut's bei dir aus? Alles fit auf der Straße? Aber sowas von. Haha, na das freut mich. Dann lass uns schauen, wie wir noch mehr Spaß reinbringen. Was steht heute an? Ein neuer Stream oder ein kleines Abenteuer? Ja, beides. Streamen tue ich gerade und heimfahren tue ich auch mit dem LKW. Und wenn die Ampel Ja. umschaltet, dann können wir auch gut einmal weiter irgendwann. Ganz genau. Mit der richtigen Route und ein bisschen Gaudi läuft's gleich viel besser. Dann rocken wir jetzt den Stream und den Heimweg. Das war die Susi. Jawohl, Ron. Dann wünsche ich dir eine sichere Fahrt und einen genialen Stream. Wenn was ist, einfach Bescheid geben. Ich bin am Start. Freilich, ich sag Bescheid. Passt. Dann lass es krachen und komm gut heim. Ich freue mich, wenn wir bald wieder quatschen. Bis dahin, Wahnsinn, oder? Die nächste die Tür nicht mehr zu. So viel gescheit, aber hat immer das letzte Wort. So. Ja, genau. Du hast es erfasst. Bist der Erste, der wieder mitkommt. Aber immer wieder eine Gaudi mit der Susi. Soll nur durch Regensburg auch durchfetzen. Liebe Herrschaft. Das braucht es nachher wieder. Ganz wieder zu blöd zum Fahren. Frankenstraße. Das kostet der Diesel 1,53. Leck. In Weiden hat er 1,63 gekostet. Super. Susi, schau mir nach, welche Spiele für den PC im November neu rauskommen. also Susi hat nachgeschaut. Im November 2025 kommen einige PC-Spiele raus. Am 4. November der Football Manager 26, am 11. Possessors, am 13. Anno 117 Pax Romana, am 14. Call of Duty Black Ops 7, am 18. Kingdoms of the Damned und am 26. Terminator 2D No Fate. Da kommt also einiges. Aha. Terminator. Ist jetzt eingeschlafen? Ist jetzt eingeschlafen? Susi!
Jetzt habe ich es überfordert. Glaubst du nicht? Metern rechts abbiegen auf Nordgaustraße B15. Ach so. Abbiegen muss ich auch noch. Nordgaustraße B15. Ah, das heute jetzt für nichts gescheit. Susi, bist du wieder fit? Susi bleibt jetzt still. Wenn du sie wieder brauchst, einfach Bescheid sagen. Ja, Bescheid. Susi, verzeih mir mehr über das Terminator PC-Spiel, was rauskommt im November. Terminator 2D No Fate kommt am 26. November 2025 raus. Es ist ein 2D-Action-Spiel mit Pixelart, inspiriert von Terminator 2. Du kannst als Sarah Connor, John Connor oder der T-800 spielen und gegen den T-1000 antreten. Es wird für PC, PlayStation, Xbox und Switch verfügbar sein. Ja, kommt was Gescheites auch aus, so. Shooter-mäßig. Ja, absolut. Das klingt wirklich nach einer coolen Mischung aus Retro-Style und Action. Und als Sarah Connor oder der T-800 loszulegen, ist echt mega. Das wird sicher ein Spaß, wenn du das streamst. Ja, da brauche ich einen Skin für Division 2, glaube ich. Haha, absolut. Wenn du nach dem T-1000 suchst, ist es fast wie die Jagd auf Hunter in Division 2. Nur diesmal mit Maschinen aus der Zukunft. Ja, genau, ja, am C64 habe ich das auch mitgespielt. Ja, freilich. Das würde Gaudi. Wenn es dann live geht, da schaue ich mir das an. Terminator und Division 2, das passt ja fast zusammen wie die Faust aufs Auge. Was kommt im Dezember raus? Das Internet wieder scheiße. Susi, was kommt im Dezember raus? Im Dezember 2025 kommt Blood Refreshed Supply am 4. Dezember, Skate Story am 8. Dezember, Mutant Football League 2 am 10. Dezember und Code Violet am 12. Dezember raus. Da ist also auch im Dezember einiges geboten. Ja, leider nichts für mich dabei, so wie es ausschaut. Hast Infos zu dem neuen Tomb Raider, was kommen soll? Ein neues Tomb Raider Spiel wurde bisher nicht für 2025 angekündigt. Es gab aber Remaster der alten Spiele, zum Beispiel Tomb Raider 4-6 Remastered im Februar und Tomb Raider Anniversary, das jetzt am 18. November 2025 erscheint. Wurde nicht für 2027 oder 2026 ein neues Tomb Raider angekündigt? Aktuell gibt es noch keine offizielle Ankündigung für ein neues Tomb Raider, das 2026 erscheinen soll. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja bald eine große Überraschung. Sobald was Neues kommt, halte ich dich auf dem Laufenden. Alter Scheißkümmel.
Basti, ich habe irgendwelche Hindernisse zwischen Regensburg und Deckendorf. A3. Jawohl, mach mal so. Wenn was Neues ansteht, dann sage ich dir gleich Bescheid. Egal, ob du gerade unterwegs bist oder gemütlich daheim. Ja, Tomaten in die Überweisung. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch eine gute Fahrt und melde dich einfach, wenn du wieder was brauchst. Aha, jetzt hast du wieder oben, gell? Tschüssi. Vierte. Sehr gerne. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf dein nächstes Projekt und wenn du wieder was brauchst, einfach Susi rufen. Vierti und allzeit gute Fahrt. Der Wahnsinn erst, oder? Beste Unterhaltung ever, gell? Ja, gerade das Blaulicht gefahren, was ist denn wieder los? Gibt's ja gar nicht, blinzelt schon wieder einer vorbei. Gott sei Dank haben wir die. Meinst du, bis da auf der Straße ausschaut, dann, wenn Nach die nicht 100 kommen? Metern den linken Fahrstreifen benutzen, um auf Odessa-Ring zu bleiben. Hä? Odessa-Ring. Aha. Aber weg kein Plan mehr. Rechts abbiegen oder was? Man soll es nicht pickelig, ich glaube noch. Nimm der Pass auf, schaut gut aus. Den Fahrstreifen benutzen, um auf Odessa-Ring zu bleiben. Jetzt habe ich es auch kapiert, danke. Dem Verlauf 800 Meter folgen. Ja, das kann ich auch schon. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen. Aber was jetzt? Nein, ist Regensburg. Ich habe nur ein bisschen was umfahren müssen, weil sonst stehe ich da im Stau wie so ein Nasen. Und da habe ich jetzt absolut überhaupt keinen Bock mehr dazu, dass ich mir den Stau auch noch reinsteige. Bus Durchfahrt gesperrt. Jetzt wird mir dann schlecht, oder? Nein. Das haut hier, hat er gesagt. Mauri! Ja, logisch, alles gut. Ich habe jetzt gerade ein wenig geärgert wegen der Stauumfahrung. Jetzt habe ich noch Krisen gesperrt, aber ich glaube, das zählt nicht für mich. Nürnberg, München, Hof, Passau. Dann immer Passau. Das ist jetzt gescheiter, sonst fahren wir wieder nicht durch. Alles gut bei dir, Mauri? Ah, Dankeschön. Man tut, was man kann. Mauri, so hat mein Lieblingsitaliener geheißen von der Pizzeria. Dolce Sosta, leider gibt es den nicht mehr. Fällt mir jetzt gerade so auf. Seitdem habe ich den Namen tatsächlich nicht mehr gehört. War die beste Pizza ever. Nach 100 Metern links abbiegen auf Leibnizstraße. Leider gibt es die gar nicht mehr. Muss links abbiegen. Keine Ahnung. Leibnizstraße. Das hört sich nach Butterkeks so.
Nein, jetzt fährt zu, dass wir auf der Autobahn Links aufkommen. biegen auf Leibnizstraße. Ja, und rot ist auch wieder. Kreuz. Das hat wieder sein müssen. Der ist drüber gefahren, ich hab's genau gesehen. So, mal das Kennzeichen durchsagen. Ah, der vor mir hat's können, schau. Er hat gewusst, dass da ein Blitzer ist. So. Ui, ui, ui. Ah. Jetzt bin ich dann gespannt, was meine Reparatur von meinem PKW kostet. Oh mein Gott. Habe ich im letzten Stream auch schon gesagt. Ich wird mit dem Schambar nicht fertig. Oder mit dem Schreiben, eins von beiden. Oder ich muss noch mehr einen Zettel dranhängen, aber ich habe 0.000 nicht gelangen. Oh mein Gott. Aber wahrscheinlich immer noch billiger, als wir einen neuer kaufen. Ich habe ein wenig durchgeschaut, was im Angebot ist momentan. Ja, nichts für den Bub. Alles sauteuer. So, jetzt stehen wir wieder dumm rum und warten, bis es grün wird, oder? Kann nicht sein. Susi, verzeih mir einen Witz, weil die anderen auch nichts wissen. Ha, servus. Ja, zusammen sind wir stark. Und wenn's mal hakt, dann kriegen wir das auch hin. Also, was steht heute an? Machen wir wieder was Spannendes? Ich habe gesagt, du sollst mir einen Witz verzeihen. Na klar, hier kommt einer. Warum können Geister so schlecht lügen? Weil man direkt durch sie hindurchschaut. Aha, 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 aha. Nach 300 Metern auf A3 fahren. Susi, begrüße mal unsere englischen Zuschauer in Englisch bitte. Kannst du nicht Englisch oder was? Ich glaube eher, die verstehen mich nicht. Gerne, hier kommt noch einer. Warum gehen Mathematiker stopp. nicht gern in den Wald? Weil da zu viele Wurzeln sind. Das sind Flachwitze von 1980. Die sind schon so alt, die kennen sogar ich. Freund, Ich frage gar nichts mehr. Ich glaube, ich muss dir mal resetten, Fräulein. Warum 50 SAD-Level? Ist da irgendwas? Habe ich da was verpasst? Aber ja, viel Spaß, bleibt's okay. Ich tue jetzt noch eine Stunde fahren. So bisher schaut. Bei Sonnenblenden auch wieder eingeloggt. Nichts mehr mit Sonne. Ach so. Für was brauchen wir jetzt noch einen zweiten Account? Hardcore? Nee. Ja, bist du narrisch. Was braucht man sowas? Das war mir schon zu blöd, ehrlich gesagt. Ich hab einen und mit dem komme ich nicht klar.
Moin! Hans Müller. Also ich weiß auch nicht, aber irgendwie sagt es heute nicht Namen nicht da, sondern von jedem ein Original da noch. Zumindest bei YouTube ist so. Ich glaube, ich lasse das einmal. Den anderen ist nicht recht. Aber ich kann es leider, ich sehe es nicht anders. Ich weiß nicht, warum das so ist halt. Aber moin, moin, moin. Nicht lunarisch, geh mit seinem Container schnell. Jetzt geht's Richtung nach Hause, Hans. Richtung Deckendorf. Jetzt bin ich gerade in Regensburg. Eine Stunde geht's noch dahin. Hab die Schnauze eh schon voll halt. Gewesen bin ich in Weiden in der Oberpfalz. War ganz was anderes wie sonst dabei. Jetzt muss man helfen. Im Jeep bin ich raus. Was ist das für einer? Da sagt mir die Bezeichnung gar nichts. Ich habe auch überlegt, ich brauche entweder meinen reparieren oder ich brauche einen neuen Kiwi. Aber ich brauche halt ein Familienauto. Ich bin zwar eher der Coupé-Fahrer, aber mit so viel Leid im Berg, jetzt im Coupé eng. Also muss man irgendeine Familienkutschen entweder kaufen oder meine alten reparieren. Und da stellt sich heute Nachmittag aus, wie teuer das wird. Und ich habe befürchtet, dass ich einen halben Herzinfarkt kriege. Da kann jetzt einmal die Susi fragen, was dir so ausrechnet. Aber ich tippe jetzt einmal so auf 1600, 1700 Euro. Ja, es sagt mir trotzdem nichts. Ich weiß auch nicht, brandneu, seit 5 Monaten auf dem Markt, kann er fliegen. Wenn nicht, schmeißen weg. Das Problem bei uns ist da unten, außer BMW kennt bei uns keiner was. Oder selten. Jo, bye bye. I have to go. Der Jet. Und jetzt sind die nicht überholt jetzt, okay?
Viertel nach 1. Ah, das nimmt kein Ende ein irgendwie. Ja, ist gut. Ja, kriege ich nichts nicht. Habe ich nicht unter dem Dach drin so Sauviecher von Wespen. Jetzt haben eh schon alles zerpickt, aber irgendwie schaffen sie die immer wieder, die fressen sich garantiert durch Stahl an und durch, wenn es passiert. Wenn ich merke, dass es kalt wird und dass sterben müssen, jetzt so hat es einer nicht. Aber da muss ein brutales Nest unter dem Dach sein, das Blöde ist, dass ich nicht hinkomme. Wenn es genau über dem Treppenhaus ist. Also unter dem Dach zwischen Ziegel und Lattung wahrscheinlich, irgendwo da. Jetzt haben wir jeden Tag zwischen 15 und 20 Wespen in der Wohnung. Das ist halt scheiße, ja, wenn du da mal anrennst und reinsteigst, dann habe ich Ehre. Dann glauben sie dann auch ganz schön. Nur rettet die Bienen und rettet die Wespen und umbringen darf man es nicht mehr. Umsiedeln kann es nicht, weil ich nicht zurückkomme, als muss ich einen Löcher zupicken. Hilft nicht. Sollte da eins und einfliegen, wo sie eine Luft eingefressen haben. Das ist fatal, das sage ich schon. Jetzt muss ich mal irgendwas einfallen lassen, dass die noch nicht durchkommen. Wird an der Donau. Wir nähern uns dem Ende. Haben gerade noch 40 Minuten dauern und noch länger. Garantiert Ding, dann ist man da. Dann muss es nicht draufstehen. Ich weiß ja nicht, wie das macht, aber Insektenspray kann man auf jeden Fall alle bilden. Wenn man sich auch noch an den Schmerz drin hat, dann. Ja, so einfach ist es nicht. Ja, ich schaue mit meinem Globus, wenn er noch bis gleich und wir werden noch mal umstellen. Windberg, Kloster Windberg, was fällt man da dazu ein? Nichts mehr. Susi, verzeih mir mal was zum Kloster Windberg. Das Kloster Windberg liegt ganz malerisch in Niederbayern und ist über die kurvigen Straßen in der Nähe von Bogen zu erreichen. Die Fahrt wird von schönen Aussichten auf die Donau und die umliegenden Hügel begleitet. Perfekt also für eine entspannte LKW- oder Motorradtour. Interessant, gibt es da ein gescheites Wirtshaus auch in der Nacht? Sehr gern. Wenn du mal losfährst, sag einfach Bescheid, dann können wir zusammen die Route noch genauer anschauen. Und vielleicht gibt es ja unterwegs auch noch einen Geheimtipp für eine gute Brotzeit. Schau mal nach, welches Wirtshaus empfohlen wird in der Nähe. Also da gibt es zum Beispiel den Assam Gasthof direkt in Windberg.
Richtig gemütlich und mit traditioneller bayerischer Küche. Da kannst du dir nach der Fahrt eine zünftige Brotzeit oder einen Schweinsbraten schmecken lassen. Einfach perfekt für den Abschluss von so einer Tour. Gibt es da in der Nähe nicht irgendwas Tibetanisches, bla, irgendwas Garten? Kann das sein? Sehr gern, Ron. Wenn du noch Fragen hast oder wir deine nächste Tour planen sollen, einfach Bescheid geben. Ich bin jederzeit da für deine Abenteuer und für die Brotzeit-Tipps natürlich auch. Ah, bist du blöd, oder? Ob es da einen tibetanischen Garten in der Nähe gibt? Ah, den dänischen Garten kenne ich. Was? Das ist ein wunderschöner kleiner Schaugarten in Hunderdorf, gleich in der Nähe. Da gibt's Blumen, Kräuter und viel Inspiration. Perfekt zum Durchatmen nach der Fahrt. Wenn du mal eine ruhige Ecke brauchst, ist das definitiv einen Abstecher wert. Tipps brauchst, melde dich einfach. Ich wünsche dir schon mal eine gute Fahrt und jede Menge Spaß. Ich krieg jetzt gerade Krise mit dir. Sehr gerne, Ron. Dann mach's gut, pass auf dich auf und wenn du Da hat das Netz wieder Löcher da irgendwie. Was sag ich mal, du bist mitten auf der Autobahn, aber der Funk geht nicht schön. Jetzt den Kopf nicht aus.
wieder Raketen vorbeigeschossen. Ey.
was soll das? Keine Ahnung. Hab gerade was probiert gehabt. Was man sagt schon cool, aber ja. Scheiß Quietscherei, Alter. Kriegst deinen Vogel. Im Maximalfall kann sie die Cam höchstens überhitzen, ja. Einschmeißen wird schwierig. Oh, ist das gut, wenn es nicht mehr quietscht. Das Lüfterradl, das pfeift den ganzen Tag. Jetzt habe ich mir Schenken gegeben, jetzt ist gut. Das sollte ich eher da haben.
Mei, oh mei, oh mei. Das zieht sich halt wieder wie ein Kaugummi. Ich glaube, ich bin schon ganz gestartet. Okay, ja, haben wir nicht mehr weit. Oh, jetzt beinahe eingeschlafen oder was? Ja, da stehen sie wieder draußen und warten auf ein Opfer. Passt.
Doppelspur Autobahn. Servus, Saminelli! Ja, da kann ich nichts dafür, das ist Netzabdeckung scheiße gewesen, gerade da, was du warst. Jetzt funktioniert's. Ja, das habe ich mir gemerkt. Weil du genauso hörst wie ich. Das wirst du nicht glauben, gell? Das kann man sich simpel merken. Du Feierabend. Ach, geh weiter. Ich sitze immer noch da, gell? Unglaublich. Ja, genau. Ausgesprochen schon. Aber die meisten sagen rund zu mir. Eh klar. Aber ist das ein leichtes, das sich zu merken? Dann hat mir da ein Runner super gefallen. Ja, dann fahren wir heim, haben die Kinder noch nicht angefieselt heute, ja. Ich habe jetzt auch nicht mehr weit. Jetzt glaube ich, habe ich dann gerade noch so 20 Kilometer vielleicht. Das wird eh Zeit. Vorher schon eine Stunde, 48 Minuten Retour. Boah. Servus nachher und hau rein. Oh, lass dir gut gehen heute. Die einen hört mit der Arbeit schon wieder auf und die anderen haben noch nicht fertig. Da mache ich irgendwas total falsch, glaube ich, oder? Zehn Stunden LKW, 10 Stunden vor dem PC und 4 Stunden im Bett. Passt da nicht so. Habe ich es richtig gemacht.
Nach Kilometern am Autobahnkreuz 110 Kreuz Deggendorf den rechten Fahrstreifen nutzen, um den Schildern auf A92 Richtung Deggendorf zu folgen. Ja, jetzt kämen wir aber dem Ziel schon näher, gell? So, für die, was noch nicht gewusst haben und da bei YouTube mit dabei gucken, ich bin auch auf Twitch. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, darf mich freuen. Den rechten Fahrstreifen nutzen, um den Schildern auf A92 Richtung Deggendorf zu folgen. Am Bahnkreuz 110 Kreuz Deggendorf den rechten Fahrstreifen nutzen, um den Schildern auf A92 Richtung Deggendorf zu folgen. Dann den linken Fahrstreifen nutzen, um die Auffahrt A92 zu nehmen. Rechts abbiegen zur Auffahrt A92. Dem Verlauf von A92 noch 2 Kilometer folgen. Nach 100 Metern bei Ausfahrt 29 Deggendorf Mitte Richtung Deggendorf Mitte, Deggendorf Hafen fahren. Die Ab 29 Deggendorf Mitte nehmen. Nach 100 Metern rechts abbiegen auf Neusiedlerstraße. Rechts biegen auf Neusiedlerstraße. Dem Verlauf 800 Meter folgen.
Nach 100 Metern rechts abbiegen auf Hauptstraße. Biegen auf Hauptstraße. Dem Verlauf von Hauptstraße noch 2 Kilometer folgen. So, das war's dann einmal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Abo oder Like nicht vergessen. Auf Twitch mal vorbeischauen. Und das war's dann schon wieder mal gewesen für heute. Das nächste Mal wird es heute wahrscheinlich Mittwoch, ja, wo ich wieder online bin, zumindest am Lastwagen. Kommt darauf an, was ich fahren muss, das kann ich vorher aber nicht sagen. Aber jetzt schon mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, Baba.